Vic und Charlotte sind in die Kulturfabrik gegangen und haben Trisomie Kanner beim Tanzen mit Silvia Camarda gefilmt. Charlotte und ich sind an die Kulturfabrik zu Asch Silvia Camarda Filme gegangen, was mit Trisomie Kanner tanzt. Wir haben eine Mom gefragt, ob sie uns kurz erklären kann, was Trisomie 21 genau ist. Trisomie 21 ist eine genetische Anomalie. All Mensch hat am Körper 23 Chromosomen, das mischt 46 am Ganzen. Bei den Trisomie-Kanner ist es aber so, die 147, weil der Chromosom 21 nun mal 3 mal da ist. Was bewirkt das bei diesen Menschen? Die haben teilweise Malformationen, die können vom Herz sein, von dem Verdauungsapparat oder anderen Organen. Des Weiteren haben sie einen gewissen Retard mental, den aber mehr oder weniger ausgeprägt kann sein. Wie auch bei den normalen Personen, die eigentlich auch mehr gescheit wie die anderen. Wie sie dir auf die Idee kommen, das heute auf Bein zu stellen? Also für mich ist es immens interessant, seit Jahren arbeite ich mit Jugendlichen. Ich arbeite eigentlich ganz gerne mit Amateuren. Und durch junge Projekte mit jungen Leuten, die ich in den letzten 6, 7 Jahren gemacht habe, hast du einen ersten Mann kommen von der Abheim, wo ich dann Martine geschafft habe, und das hast du ganz flott gegangen. Und du hast eine ganz andere Möglichkeit, eben mit einer gewissen Behinderung zu schaffen. Die haben du vielleicht mehr behindert als wie nicht Behinderte. Und dann war für mich, okay, klar, wir fahren mal dafür. Dann als Martin Eichen auf dem Stück kommen an Trisomie 21. Und darauf sind wir gesagt, okay, let's do it. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben super Kandidaten. Wir machen ein Projekt. Was möchtest du tanzen, Frau? Ich tanze gern, sondern dass ich kann. Also mir Spaß macht. J'aime danser, que c'est toute ma vie que je danse. Hast du schon viel drüber getanzt? Als ich noch krank war, hätte ich immer so diese Dinge tanzen aufgetreten. Nee, das für euch können wir das nicht machen. Oui, avant, j'étais dansé avec un groupe avec Silvia Camarda. Seid ihr mit der momentanen Leistung zufrieden? Habt ihr euch das so vorgestellt? Meine Tänzer, die hier sind, haben einen enormen Fortschritt gemacht. Die Leistung ist exzellent. Das ist sogar für mich eine Herausforderung, für ihnen genau Bewegungen zu lernen, die sie auch machen können. Das ist eine flotte Equipe, also ich bin ganz begeistert. Verbessert Tanzen hier Selbstbewusstsein? Ich gehe so, die ganzen Tanz verbessert schon ihr Selbstbewusstsein und auch die Relation zu ihrem eigenen Körper und auch einfach mal Selbstbewusstsein an dem Sinn, dass wenn ihr loslässt, kann ihr viel machen und ich gehe so, das für alle Menschen gedacht. Also er Ugehensweise und das ganz anders, wenn ihr mit Behinderten schafft. Meine Ugehensweise ist absolut gar nicht anders, als wie mit Behinderten schaffen. Du hast Junker, die noch viel mehr Probleme haben, du körperlich überhaupt können, etwas fertig zu bringen. Das heißt, ich fand eine enorm duierte Equipe, die wirklich alle gut ein super Talent. Das ist keine Barriere am Kopf, da sind immens offen Leute. Und mit anderen jungen Kindern kannst du enorm viele andere Probleme haben. Das heißt, ich gehe nicht genauso wie wenn ich mit normalen Jugendlichen arbeite. Wir haben schlussendlich gemerkt, dass ihnen Tanzen enorm viel Spaß macht und dass es flott wäre, wenn nach weiterhin so Aktivitäten organisiert gehen. Weil wieso sollten sie nicht dieselben Möglichkeiten haben wie wir?